Guten Abend bei Dickrich TV. Haut du holen sich mat an die Scheinei Dickricher Brauerei 4 Jahr werdes Jo aweit gehen. An das Jahr lo ginet 150 Jahre das Brasserie de Dickirch gegründet gouf. An dëfirnech lo Rendevous mat den 2 Hauptresponsablen fir zu gucken, wat et neiz an dem Kontext gëtt. AB InBev ass de gréisste Beierproduzent vun der Welt. Ënner de 630 Beiermarken gëtt ënner der Regie vum Grupp och den Dickricher herstalt. Hauptresponsabel vun der Brauerei zu Dickrich sind den Direktor Wim Gallet an de Braumeister Laurent Mülz, dem ech haut an de Produktionsbereiche rakucke losen. So einfach kën den an so eng Brauerei awer net dran, an dat net nëmme winst Corona, ha muss se strengste Sicherheitsmesuren angehale ginn. Fir d'eicht awer moll krinechten hauseigene Bistro gewiesen, wo 400 Pandemie d'Awunner zu Dickrich all freidech op en Apéro invitéiert waren. Eng Tradition, die auch en Zukunft soll beibehale ginn. On est ici dans notre propre bistrot et en fait juste avant la pandémie, on avait déjà invité chaque vendredi les gens de Dickirch pour aller boire et pour venir boire une bière avec nous le vendredi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va redémarrer le plus vite possible. Dès le moment que c'est autorisé, on le ferait. Den Dickricher Premium huet de besondersche Stellewert fir d'Brauerei, et ass Frau zu Dickrich och haut nach em Rengikun vum Letzebuer Beier kënnen ze brauen. Dofir soll auch den 150. Anniversär genutzt ginn fir ze weisen, dat noch die nächst 150 Joer wëll fir de Klient vum Dickricher Beier do sinn. Festivitéite goufe Pandemie bedingt zwar op mi spéit am Joer verluecht, de Klient soll awer chauffiert run appes do vun hunn. Et encore, pour fêter les 150 ans, on va introduire le Humpen dans le marché luxembourgeois. Disons, on a déjà le 25 centilitres dans le Horeca, on a le 50 centilitres comme verre dans le Horeca, et maintenant on va également redémarrer avec le 40 centilitres. Et on va aussi offrir aux gens les 10 centilitres gratuitement pour vraiment fêter notre anniversaire 150 ans. Mat enger gros ugeluechter Marketingkampagne, déi schon am Juni starten Dieft, sollen nach Strach ginn, dats en Kleit doch die nächst 150 Joer vëll rondrem de Beier zu Dickrich rassembléieren. An awer vëll aus déser schwéer Zeit rausbegleden, van Rëmka gefeiert ginn. D'Rezept fir den Dickricher Pilz déi huet mat AB InBev net changéiert, och haut nach ëmmer gëtt zu 100% natierlech gebraut. AB InBev veille à implémenter et à conserver tout l'héritage local. Donc effectivement, depuis qu'AB InBev possède cette brasserie, la recette, le processus de brassage, le processus de fermentation n'ont absolument pas changé. Par contre, AB InBev veille à avoir une standardisation poussée du processus de manière à toujours fournir une expérience de même qualité aux consommateurs. Pure Malz mat Hab an hierfir d'Fermentation, dats am Fong nach ëmmer dieselwecht Rezept wie schon zu Zeite vun de Patren am Recollet-Kloster. Trotzdem goufen eng 32 Millionen zu Dickrich an eng Neibrauerei investiert, fir kënnen den Impact op dem Welt ze minimiseieren. D'Energie, die Sit produziert gëtt, soll méiglechst op der Platz rekupéréiert ginn, so man wie méiglech Elektrizitéit benutzt, an op Balkeker Medi gemacht ginn. Donieft hu den am Partenariat mat der Gemeng och aner Umweltprojekte geplant. Des projets à plus long terme. Le premier projet à plus long terme, c'est le placement de panneaux photovoltaïques sur nos toitures, afin de produire de l'électricité verte. Le deuxième projet est de récupérer nos eaux de source qui sont actuellement inexploitées et donc le partager avec la ville de Dickirch, c'est en discussion. Et la troisième action, c'est donc aussi limiter nos rejets en eau usée dans les égouts de la ville de Dickirch. Die Dickricher Brauerei huet sech fir dat ganz Brauwiesen allgemeng also stark verändert mat der Zeit. Och ha geht den Trend der Richtung ëmmer méi ëmweltbewusst sinn, an do passt den natierlechen Dickricher perfekt an Bild. Die letzte Woche gouf die nationale Sensibilisierungskampagne lanciert, fir op de Problem vum Littering opmerksam zu machen. Ob schon het eigentlich illegal ass sein Dreck einfach so an die Natur zu geheien, scheinen immer mehr Leute so einen Akt als normal zu empfangen. Auch heute zu Dickirch ist das Problem bekannt. Dreck an Naturgeheien ist nicht einfach ein Kavaliersdelikt. Dadurch können Natur an deren zu Schuld kommen. Darauf will die Relance von der Sensibilisierungskampagne aufmerksam machen. Auffall kann deutlich sein. Geheim an die Natur.
Dënchtech no den Osterfeierdeeg huet doch de Servicetechnik vun Dickrech nees all hen voll ze dien, fir net nëmmen Pobelle Lcht Sauerreitel ze machen, wie och dat wat iwwer de verlängerte Weekend rondrem Fale gelos ginn ass opzerafen. Am Jo kommen eso an der Gemeng Dickrech eng 400 Tonnen zu summen, den jeef dem 3 Gofallen, den du hemer gesammelt gëtt. Pandemie huet do run net vill geënnert. Letzt Jahr mat der Pandemie hun am vun raus van der just die 2 Main wo die richtige Lockdown war ass ganz liege Rofgang am Tonnage. Lo hëldet awer dëst Jorem extrem zo, well orem Feder gut war mé hunn kamionweis praktisch Sachen ëmmer méindes no eng gute Wiegent mat fortgefauerert. Dat hecht Leiit sinn lo méiderbausen, sie profitéiere vum Schene Weder, wat der leider dann och de ganzen Dreck mat bringt, den se net Mathemhole mit den Samfung Dolos woen net gehéiert. Et scheint de Welt zum guten Turm ze geheere sein Dreck einfach dozellose wo gemerket, an dat op schon Sorgten eigentlech illegal sinn. E lengen Zigarettestomp op de Bodem greien, kann e well mat 145 € bestroft ginn. Wen Dreck an Wassergeheit muss go mat 250 € rechnen. De Problem sinn awer och ëmmer méet Pobelle selver, woviel erstens Rechter zu fanne sinn, déi es onnedig iwwerfëllen an zu weiterer Verknachtung beidroen. Kurbenhöllen de ganzen Dreckoresten drecken immer raus, weil ganz oft zum Takeaway Sachen dra sind, da sind paar Sachen dabei, die verdeelen dat dann rundem, wat natürlich dann, wie gesagt, schon bei de Fischel de Problem ist, dat die dat iwwer mat schläfen, mat fressen, net gelangt am Zauer bei als Naturerlebnispark, dat ist überall do fannnen mir regelmäßig Dreckeren. Besonders op de Plätze, wo sie dann viel zu Summe kommen, sie bringen hier Sache mat den Tute mat. Da sollen sie doch man Tute machen an eure Mecke mat zurückbringen. Dat entlärscht ganzcher Dëmmwelt an och die ganz Geschichte von den Pobellen, die sind dann noch nie eitel, an wir brauchen net nach méi je als 250 Pobellen opzurichten. Also beim nächsten Treffen an der Natur am besten zweimal überlegen, ob ihr nicht anerkennt, sein Plastiksflasch oder sein Essensrechter daheim recyclieren, aus Respekt für die Natur, für denen, die nur auf dieser Platz lernt kommen, und aber auch denen, die dafür sorgen, dass den Unfall fortkommt. Zter dem 7. April gëtt et am Hoffnungsschimmerer Sache Pandemie. Vun do un Dir fir Terrasse vun den Restauranten a Kaffeen nees Leiit empfänken, an dommer kënnt noch am Mailliewen an den Zentrum vun Dickrech, wat doch Geschäftsleit friet. Natielech ass nach immer weiter Viersicht geboten, dëfir doch den Syndikatinitiativ vun Dickrech. Dëst Jo nachemol Deciioun geholl, den traditionellen Ostermarkt obenneits ausfallen zu losen, op manste Mol de Gewinnten, well sie hun sech das Jahr bis neizer Falle gelos. 2020 wollte das Syndikatinitiativ von Dickrech eigentlich 20 Jahre Ostermarkt feiern. Daraus gouf bekanntermaßen nicht. Wie dun die Sanitärsituation des nicht besser gouf und die Responsable desideiert, ob manst Ersatz zu schaffen, mit engem Ostermarkt Lights. Ostermarkt Leiit lebt so of, wir gehen alle Klienten, also Marktleit, die schon jahrelang kommen, denen wollten wir aber die Gelegenheit bitten, dass sie Produkte können wenigstens ausstellen und dass sie ein Point de Vente haben, wo wir stellen ihnen alles zur Verfügung, auch noch gar keine Kommission. Am Syndikatinitiativ do bannen Dir dem um Ostermarkt Leiit vu März schon all Wochen anderen Konstantwirker Singobjeen ausstellen. Den Ufang huet Hobbykünstlerin Malou Kun Meier mat ihre flottner praktische Bitsfuhre gemach. Ma immens flott ist sie froh als Alternativ fir dürfen awer weiter auszustellen an ja, ich fand den ganz live Idee. Och sie selber Dickricher an dat Maschine immer am Leiit rum ze gesinn an ja das einfach auch die Ambiance an das sind de mens Gerheit zu dickrich. Ja, fehlt engem einfach. So konnte Malou Kun Meier also fir emol hier Wur am Syndikatinitiativ selber ausstellen, wat jo net schlecht gefallen huet. An de Vitrinen kommen hier Obje richtig schön zur Geltung, a wie wees fleicht as en sowieso op eng Neupist gestos fir an Zukunft op eng aner Manier zu feieren. E4-Deel gëtt schon op alle Fall, fir das méiglichst viel Leute lo an de Genoss vun dem Ostermarkt Leiit solle kommen, dauerte se nach bis an de Meere.
Zu engem gute Joer kommen als zu Dickrecht fën vun der südamerikanischer Kichen voll op je Kächten. Kurz vir der Pandemie huet nämlich direkt beim Gericht op der Kloster Brasserie La Wisla hier Dieren opgemacht, wofir un allem peruanisch Kichen opgedcht gëtt. Eng Platz auch, wo ne bisssen an eng aner Wälden vorwart gëtt. A vun Hai kënnt haut als nei Episode vun de Krichkart. Bienvenidos a la Brasseria La Wisla. Da seid zu Dickrecht, 7 Platz Guillaume, Chichen Sequero Serica. Wir stellen nicht 4 als peruanische Kichen. Und seit engen Jahren wir sind hier mit meinem Mann zusammen, wir haben abgemacht. Voilà, wir stellen nicht, wir haben hier die peruanische Spezialität, das ist die Ceviche, das ist die kalle Plat. Aber wir stellen nicht auch den anderen Plat, wo mein Mann selber erst 4 stellt, das ist der Lomo Saltado. C'est le ceviche péruvien. Alors je vais mettre la viande, donc je vais essayer une fois. Ail et le gingembre. Voilà. Maintenant, c'est le pisco sour. C'est un alcool péruvien. Voilà, attention. Maintenant, je vais flamber. Je mets tous les légumes. Le poivre, l'oignon. Ok. Voilà. D'accord. Flamber. Voilà. Je vais la vinaigrette. Soya. Et le balsamique. Juste pour donner un peu de goût. Et maintenant, les tomates. Donc, oignon chinois pour donner un peu de couleur. Et voilà. C'est bon. Je présente l'assiette lomo saltado. Bon, et bon appétit. Am April 1971 huet ein Restaurant Hirz an der Rue Clairefontaine in zu Dickrecht en zweete Stern am Guide Michelin krot. E grossen Event hier in der Stadt, immerhin wurdet den echten 2-Sterne-Restaurant zu Lützeburg. Und für den 50. Anniversaire vun diesem memorablen Tag wo mir der frühere Chefkoch Antonio Prati bei sich daheim abgesicht. Den Antonio Prati, de frühere Chefkoch vum jetzt Nëllen, erinnert sich an diesen Tag wie net haut wie. Wie hier gefuhr gouf, dass ihre Restaurant der Rue Clairefontaine den zweite Stern am Guide Michelin krot. Er war grad am Gang Kräuter am Gar zu plecken, wie Madame vom Haus ob an der Fensterstung an hier gerufen hat. Hin hat alles fallen gelos, anders ob sie durchgelaufen. Quand je suis à côté de l'hôtel, presque, je la voyais à la fenêtre, elle pleurait. Et alors moi j'ai dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Antonio, on a reçu la 2e étoile. Mais c'était un événement que je ne peux pas vous expliquer. Après, on a pleuré tous les deux. Et après, elle a dit, maintenant, on va boire un coup de champagne. Mais pour nous, c'était une surprise. Je vous dis, franchement, ces premiers humeurs, j'ai dit à madame, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Elle a dit, on a reçu l'étoile pour ce qu'on est et on reste comme on est. An der huet dem Moment vieles verändert fir d'Aarbecht vum Antonio Prati an der Kichen ass eng Frau Carmen am Service. Vun dem darun war den Restaurant Hirz gefrode wie kein anderen. De Grand Duc war regelmäßig Gast an noch viel Prominenz aus dem Ausland, die bei ihre Visiten zu Lützeburg auch im Renaufstecher zu Dickrecht gemacht haben. Allerdings hätten ein paar Michelin-Sternen durchaus auch hier Nodeler.
Nous étions un peu, je ne veux pas dire des esclaves, mais un peu dépendait de l'étoile. Les clients, vous savez, quand on a une étoile, ils venaient, ils posaient les guides Michelin sur la table. Ils voulaient dire, maintenant, vous nous servez bien. Sinon, on écrit. Den Antonio Prati war dem no net unfrau, dat se um Ende doch nach zu engem dritte Stär kom war. Do geeft de Klion no Perfektion sichen an déi gewet schliesslech net ginn. De freiere Sterrekarre op alle Fall auch 50 Jahre no der grosser Ehrung am Buch vun de Bischreis der Gastronomie ëmmer een einfache Mann bliwen, de mat der Natur verbonnen ass. Haig Uwen Herrebiersch bei segen Iselen fiel sech den Antonio Prati nach em Ramwuelsten, ball fir an dem klengen Dorf an den Dolomiten wohin opgewues ass. Un chef dépend de la nature. Vous savez, un chef, il a besoin de la nature. Parce qu'il a besoin des bons produits. Et un bon chef, il doit savoir comment ces produits, il se récolte. Et moi, j'étais toujours attaché à la nature. Et aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer de la nature. Auf all Natur an Irsio no bei Neeleien produziert Antonio Herrebiersch sein egenen Hunnech an noch Trëppen op Basis vun Hunnech. An steet doch noch immer selber gern an dem Kartëppen, mat ganz einfache Rezepten. An dann kennt det Team fir, dat hier vun engem ganz banale Restaurant ganz oni Sternen dreemt. J'ai toujours une idée. Si je devrais recommencer demain, j'apprendrais une ferme dans les alentours, avec un grand parking d'avant, que les gens, aujourd'hui, ils viennent tous avec la voiture, les gens peuvent s'arrêter, ils rentrent au restaurant, avec beaucoup d'animaux tout autour. Ça serait mon rêve. Solang ihr den Antonio Prati sein zweete Stärkrot hat dem Bottermarkt net weit wasch e Geschäftsseng Dieren opgemacht, dat et Pferdespurstürzech bis haut ze halen. Maison Krämer, een vun de lachten Traditionshäuser am Land, mat enger Atmosphär, wie en soch kaum sosenzwoch fanne kann. Das ist eine Musik. Okay. Jo, wie schön ist das, in die Schule zu gehen. Da lernt man ganz schöne Sachen, die uns froh und glücklich machen. Oh, wie herrlich, oh, wie schön ist das, in die Schule zu gehen. Alles gut? Bonjour, dear flight, Klienten, Affren. Ich bin José Herz Krämer. Ich bin ein dickriger Mädchen, an Schule schon. Sind 60 Jahre, eine Boutique mit Kannerkleidung, Matten an dickrig. Maison Krämer, die mein Pap kurz nach dem Krieg abgemacht hat, mit der sie mir schon lange Jahre Bottermarkt, Place Joseph Pech bei der Alo-Kirche. Und wir hatten hier an Dickerich damals die ersten Ouvertüre. Das war schon ein großes Evenement, weil so etwas ist es ja noch nie für Drugin. Wir verkaufen hier Kannerkleider von 0 bis 14 Jahren, von allen bekannten Marken, eine größere Auswahl. Wir sind dabei aber auch auf Kommunionskleidung spezialisiert. Tenue sowohl für die Kommunion wie auch für die Taf. Tu penses que comprends celui-là ou lequel tu aimes le plus? Celui-là. Pas attention. So. Voilà. Guck. Regarde. Meine Klienten, sie kommen aus dem ganzen Land, die sind mir immer über die Jahre treu geblieben. Ich habe schon immer eine grosse Stammklientel gehabt, die auch viel gegangen ist. Verschiedene von diesen Leuten aus der Zeit kommen heute als Urbaumia kaufen, aber auch Kanner an Denkelkanner. Das ist wirklich flott hier am Boutique, du kannst nicht auch bei jedem den heiraten. An der Vakanzensaison, dann haben wir auch immer viele Touristen.
die schon x Jahren dann han René auch rumkommen. Also waren sie ganz zufrieden. Und ich sehe auf alle Fall nach nicht gewillt, sie sehr zu machen, weil diese Boutique, das ist mein Leben. Und ich hoffe noch, dass das noch lang so bleibt. Und wir geben uns freuen auf ihren nächsten Besuch. Der Nadia Schreiner hier Tableau, die den Amment am Kulturhaus zu Dickrich ausgestellt sind, strahlen eng Lebensfried aus, die ihn einfach matt trappt. An engem Seet, auch von rundherum, alles ein bisschen stur bleibt, so geht Leben doch aber vier. Der Nadia Schreiner hier Wirker sind Ausdruck von großer Lebensfried. Die Langstrecke Stewardess war schon als Kind fasziniert von Farben, die hier Mama Maria Schreiner an ihrem Atelier verschafft hat. Aber recht durch ihr Arbeit als Flugbegleiterin hast du noch die typische Nadia-Welt entstanden. Meine Mama ist ja Künstlerin und ich bin immer da groß gehen. Also ich habe sie immer gesehen malen und mit 9 Jahren habe ich schon hier Acrylfarben aus dem Atelier geklaut, was sie gar nicht gern hat. Und ich habe selber immer da Bilder gemacht. Also ich bin wirklich immer da abgewurst und ich habe selber immer meine Bilder gemacht. Und ja, wie ich schon angefangen habe zu reisen, Langstrecken zu reisen, habe ich die ganze Kultur gesehen von anderen Ländern, besonders Japan und alles. Und da habe ich meine eigene Welt entwickelt und da habe ich die Bilder gemalt. Nadia schafft hauptsächlich mit Acryl, wobei sie viel auch die sogenannte Powering-Technik benutzt, wo die Farbe wie das Bildler verglost wird und da gebrannt wird, sodass kleine Bubbeln entstehen. Echt 24 Karat Blattgold möchte diesen Effekt von Ewigkeit nicht mehr noch verstärkt wird. Der Nadia Schreiner hier Tableauen habe ich schon immer mal eine Spezialdramenwelt entfeuert. Die aber sollten ihre Bilder auch nach einem witzig Komponent kreieren. Sie selber ist hinter der Pandemie nicht mehr geflohen und hat durch das Bedürfnis, ein Stück heile Welt zurückzukriegen, was sie den Leuten weitervermitteln will. Das inspiriert auch für gut Laune zu haben und für zu lachen, einfach wenn ich gesagt ja. Voilà. Das ist am Anfang das, was wirklich wichtig ist. Ich freue mich, wenn die Leute rankommen und sie sollen sich halt wohlfühlen, und wirklich die Pandemie auch ein bisschen vergessen und einfach glücklich sind und lachen. Und ich freue mich für die Vereine, die können, wirklich. Noch einem langen Jahr. Und für das diese so richtig wohlfühlen, gibt von der Expo am Kulturhaus auch alles Corona-tauglich installiert. Nadia selber ist übrigens alltag sur place. Am Autosmuseum dems du geht so los die große Mercedes-Expo hier am Ende geht. An einem letzten Reportage an dem Zusammenhang wollte mir heute für einmal 2 Piloten vorstellen. Einmal den früheren Lützeburger Rallye-Champion Jan Kudenko und dann DTM-Legend Courtine. De Courtine op Besuch am Conservatoire National de Véhicules Historiques. Zum Aufschluss von der Mercedes-Expo hat dem Musee das Modellrennauto verspielt, das zum kurzinger Zeit gefuhr goufen an die Geburt von Mercedes am Rennsport bedeutet. De Court ist auf Besuch für zu schreiben. Und dabei kommen bei ihm die guten Gefehler von früher ab. Das war mit Abstand die beste Zeit. Da habe ich viele kannst du sich vielleicht erinnern, die BMW M3, das war Opel dabei. Da war Audi dabei und da wurde richtig, wie man sagt, Türkling an Türkling gefahren. Das war nicht so irgendwo wie heute mit Spreu, da muss man aufpassen. Da wurde richtig drauf gefahren, aber nicht abgeschossen, aber das war richtig Kontakt. Und da hat die Zuschauer voll drauf gestanden. Da war die Zuschauer, die Bühne, die war voll. Wir haben Rennen gehabt, wo über 100.000 Zuschauer da waren. Die Leute kommen reinkommen. Fahrlage war voll, die wollten das sehen, live. Die wollen die Kraft sehen und die wollen Technik sehen. Die sehen, wenn die Mechaniker einen Motor wechseln zum Beispiel. Ne? Das ist ja undenkbar heute, da kommst du gar nicht dran. Für den Piloten gehen für den Druck damals enorm gewirrscht. Umso mehr, weil zu der Zeit noch kein Management oder Sponsoring wie heute gouf, da konnte alles nicht mehr realisiert gehen, weil die Freunde mitgeholfen zu finanzieren. Ein Ding, Leute, das sieht schön aus. Aber ich kann euch sagen, das zu fahren und der Druck, das du hast, egal ob der Mercedes oder BMW oder Audi ist, der ist enorm. Die wollen alle Leistung haben. So dass es nicht irgendwo abends ein Bier trinken zu gehen, sowas gibt nicht. Das gibt entweder oder. Aber das gilt, glaube ich, für jeden Sportler. Entweder gehst du den ganzen Weg und du versuchst deine Karriere aufzubauen und zu liefern, dass dein Vertrag nächstes Jahr erneuert wird und nächstes Jahr. Das geht im Endeffekt alles um Geld und einfach auch um Überleben. Ne?
von Go-Kartern. Hat meine Freunde, ich bezahle die Fähre, wenn wir ein Kart waren, ich bezahle den Sprit, ich bezahle jetzt und wäre gar nicht hart gefahren. Bis das irgendwann so ging. Und dann auf einmal bist du drin. Aber du musst liefern, du musst immer liefern. Und das wird auch nach einem Haut fallen, trotz dem Geld. Lof dem Kurzerbov Niki-Team gut am Rennen ist, an Engroßkursen oder anderer Wind, gesellte Kurt aber nach einer Problem auf den Rennsport durchkommen, Sorgen, wir stimmen für allem den Elektroauto. Wenn man jetzt denkt an die ganze Zukunft, da kann man diskutieren, ich will nicht so viel dazu sagen, aber die ganzen Autos mit Strom und so weiter. Ja, und damit Motorsport zu machen, dann kribbelt es bei mir schon überall. Also so stell dir das nicht vor beim Motorsport. So war das früh und dann hat die Ohren auch ein bisschen geklingelt, die haben ein bisschen gesungen, 2 Tage später. Das war gut, das war hart, aber das war einfach so spitze. Und das geht langsam ein bisschen verloren. Ja. Für diesen Mann hat den Autosport Langzeit alles bedeutet. Der frühere Rallye-Champion Jean Coutenko ist auch heute noch immer gerne mit seinem Mercedes AMG NRW und erinnert sich nicht mehr allzu gerne an die Flotzeit am Autosport. Ja, das war eine immens schöne und immens intensive Zeit. Ich meine, wir hatten eine gute Equipe rundherum. Leute, die mir geholfen haben, wir sind an Frankreich, Deutschland, Belgien, heute gefahren. Das ist ein intensiv Geschichte, so gut emotionell wie zeitlich intensiv. Und das will ich auf jeden Fall nicht müssen. Das war eine ganz schöne Zeit. Neben dem Rallye-Sport hatte Jean Coutenko aber schon immer eine andere große Passion. Von Kant an ist der Jean nämlich auch leidenschaftliche Maler. Von allem auch an der Schule. Ich war nicht der fleißigste Schüler. Ich habe meistens gezeichnet. Immer mit dem Bleistift, schon allmähliches gezeichnet. Die Locher, die da stehen, in Auto, College, also allmähliches, immer viel gezeichnet. Auf ihrem Jahr 2010 Rallye-Karriere rüber war, hat Jean als 2 Passionen eng gemacht und hat angefangen, Kursenautos zu malen, für die ich hyperrealistisch und dann immer mehr abstrakt doch. Ich habe noch Ausstellungen und ich dann Bilder gewesen. Das war sich mit einem kleinen Pinselchen auf Papier gemalt und dann haben wir Glas. Mit den Leuten man nicht gelebt, dass es gemalt wird. Und die Leute gemeint für ein Foto. Und, ich wollte dann aber etwas nicht machen und dann habe ich auf 12 gemalt, aber auch mehr realistisch am Anfang. Und das ist eine Entwicklung gehen, bis heute, wo dann eben alle einzelne Pinselstriche gesagt, wo im Hintergrund mehr abstrakt als ein Porträt dabei ist, immer ein bisschen etwas Neues. An Hai an Doiwer kënnet hien fir komplett abstrakt ze molen. Für allem awer Kursenautoen an hier Piloten sind dem Jean seg Lieblingsmotiven. Schon immer ass hier viel op Kurse gefuhr, wo hier bekannte Pilote kennengeleiert, an hier Innerschrifte gesammelt huet, die hin nur senge Bilder ersetze konnt. Dovon gëtt de Welt schon eng Sammlung mat 60 bis 70 Tabloen. Das ist eine Menge Innerschrift, die ich geschenkt gekriegt habe vom Henry Treuwohnen. Das war von meinen Lieblingspiloten. Und den aus 86 leider allein blieb. Im Töte Kurs, aus den am Auto, den Accident, aus dem verbrannt am Beifahrer. Und das war von meinen absoluten Lieblingen. Und die konnte ich gleich vor dafür in 2 Wochen geschenkt. Da war ich natürlich immens froh darüber. Wenn ich da so etwas kann, dann muss ich direkt ein Bild davon malen. Will dir dem Jean seg Billerimoler nächt gesinn, so kann dir dat noch bis mit mehr Autos Musik zu dickrech machen, wo pur vu senge Wirke rausgestalt sinn. Iwergens ass hin Hecher fir dritte Gréier. An huet lo och extra fir des Expo dem Formel 1 Pilot John Surtees Mercedes-Benz 300 SL aus dem Joar 1955 no gemolt, fir hien vun de schönste Mercedesen überhaupt. Da können wir aber auch Gewinner von den Miniaturautoen bekannt gehen, die vom Courtiemen erschrieben goufen und vom Autosmusee verspielt goufen. Und zwar sind das den Jacques Hayan, den Manuel Lange und den Daniel Gonsalves als besten Glückwunsch. Und dann ganz am Schluss von unserer Mission, da holen wir heute natürlich auch mit an den Beiermusee, ersten Stock vom Autosmusee, wo ihr übrigens einen ganz guten Überblick über die 150-jährige Geschichte von der Brasserie de Luxembourg kriegt. Zuständig für dieses Musee ist der SBL Musée Brassicole des Deux Luxembourg.
Am Beiermusee an der Rue Stavlo hunne Schautrendevous ma Yves Claude, dem Präsident vun der SBL Musée Brassicole de Luxembourg. Hier kennt zech wie kamen anderen aus mat dem Geflecht vun de Braubetrieberheit zu Lützeburg, an natürlich dem geschichtlichen Hintergrund. Den Hobbyhistoriker ass wo kann du leidenschaftliche Sammler vun allem wat mat der Braukunst zusammenhängt, e guten Deel davon von den am Musée d'Histoire de la Brasserie zu Dickrech. Dat hat gefangen mat engem Flaschenöffner nach, dem mein Buch noch geschenkt hat, den ihn am Kellertrollen hat. Und dann war ich zu Dickrech an der Schule. Und dann in den Drink gegangen sind, ein so ein Glas war dem Trottoir stimmen, ein Bierdeckel, also da du gefangen. Und bis lo dat war der gesit, und nach das just spitzt vom Eisberg. Dufjawer krit den Hai eng flott chronologisch Iwersicht iwwer d'Entwicklung vun der Publizitéit vun der Dickrecher Brauerei, die interessantesten Iwergens zu Lützeburg, of wann net direkt vun van Gunne richchte Logo bestanen huet. Dickreche Brauerei hat en spezielle Parcours par rapport zu den anderen Brauereien. Dat war die echte Société Anonym, die am Brauereismilieu Haier Lützeburg gegrünnt gin ass. De Rest an alles Familienbetrieber, an déi war auch direkt op Export ausgelöscht. Aber wenn ihr noch eine neue Marché kennt, wo en vëll Fausfassen, muss en Aufmerksamkeit auf sich zeigen. Und das geht tatsächlich just mit Reklamsmaterial. De Logo allerdings sollt all paar Joer immer im neuer Fond gehen. Vom Brauereigebäi über de Wuppe von der Stadt, Ritter an alle Varianten, bis hin zum I-Punkt von Dickrech als Standort von der Brauerei, wurde ich von allem hei gesehen. An einem neuen Deivelsalter von Rivergens eng komplett Übersicht über die Entwicklung vom Logo. Was für das Publikum nach Netze gesehen hast, das ist das ganze Material handelt im Musee, das auf verschiedenen Depots rund drauf dafür zu kommen. Durch Maschinen erwähnen, die der Verein aus alle Brauereien gerettet hat, Errungenschaften, die zum Teil ganz zufällig zustande gekommen sind. Da haben wir zum Beispiel in Hangar nicht mehr mit Maschinen, wir haben in Hangar nicht mehr mit Reklamsmaterial. In zweiten Hangar haben wir müssen anschaffen, wo dann auch nach Kutsche stehen, Perz gespart nach zum Beispiel den Eisfond von der Dickrecher Brauerei, den hat man für eine Verschrottung gerettet, den ist fahrbereit. Wir haben den Fasfond von der Gigi Brauerei angesetzt, dann sind auch noch Kutschen und Gefähre da. Am Mona ist Stock mit der Kehlebunnen. Da haben wir zum Beispiel die originale Kehlebunnen von der Arbeit Rosegärtchen gerettet. Das Material soll aber nicht einfach unter dem Laie bleiben. Membres von der SBL Musée Brassicole de Luxembourg, die ausschließlich Benevole sind durch in ihrer Freizeit permanent damit beschäftigt, irgendwelche Maschinen aus allen Brauereien in Stand zu setzen, an anderes Material aus dem Brauwesen zusammenzudrohen und auszuwerten. Ein kniffliges Detailarbeit steht als Langzeit an Anspruch hält, besonders weil er wirklich noch alle Regeln von der Kunst renoviert wird. Alle götten Stecker gehen proper gemäht, die Sachen, die gebracht sind, die gehen renoviert und dann wird alles zusammengesetzt. Aber das ist so, dass die Maschinen sollen ausgesehen, wie sie immer geschafft haben. Das heißt, die sollen nicht neu sein, aber sie sollen auch noch weisen, dass die Menschen da geschafft haben, dass sie da produziert haben. Das Ganze natürlich mal büt für das Geschirr auch im Publikum zu weisen, den so auch gesagt wie 400 Industrialisierung geschafft gouf, wo die ganze Arbeitsgänge an der Brauerei nach Umisse komplett von Hand gemacht gehen. So bringen sie dann anrichte Schätze auf hier, wie das Kamionett, den echten Zapfon von Lützeburg. Den Ass von 1974 an Nasscenter 1970 geplant gehen, an das Dropzeck zu feiern, wo der Grand Duc einkeier op der Dickrecher Brauerei auf Besuch war. Und zu dem Zeitpunkt war Dickrecher Brauerei Exportbrauerei Nummer 1 für den deutschen Marché. Die Dickrech war 4 Carlsberg, 4 Heineken, 4 Pilsner Urquell und so weiter. Und der Grand Duc wollte, dass am Anfang die Dickrecher Brauerei Lützeburg um deutsche Marché soll repräsentieren. Und dann ist das so abgebaut, dass dann mehr soll an die Werbung investiert gehen und dann ist dort der Kamion am Anfang gebaut gehen. An lo hast du so viel befuhrene Wohnen dank der wertvolle Arbeit von der SBL auch funktionsfähig. Auf Wert eigentlich just nach Trop für Remulsing Platz neben Beiergläser an anderen historischen Zeilen
an engem fleicht vergräserte Beiermüse zu fannen. Filo méi iwwer die 150-jährige Geschicht vun der Brasserie de Luxemburg gewurt ze ginn, do könnt op der Facebook-Seite vun der SBL gucken, die unnemlech 15 verschieden Posten an dem Kontext geplant vor Alkies EO-Zingt méi am Detail belicht gëtt. Da geltet awer auch unbedingt sech Rendevous 4 zu vermerken, den 15. am 16. Mai, do sinnrem die sogenannten Lomo-Day so gesot, wo d'Museen am ganze Land gratis Entrée bieten. An noch die Dickrecher Museen sind da natürlich fir do am Geschichtsmusee. Do ass sogar eng ganz speziell Visit Guidé geplant. Anzwa eng theatralisch Visit ma Mr. Heck, e Personage, den extra fir de Musee entwurf gin ass. Et ass dem no eng Premier fir een aussergewöhnliche Spektakel, den en sech op Kefall soll goerlossen. Rendevous dofir ass samstes de 15. Mai um 3:30 mittags. Wie opgepasst et Museen am Vierfeld ugemeldt sinn, also merdech unbedingt bei, et sinn nämlichlech Maximum 9 Leiit zougelos. An der Vor dann awer fir als Emissionioun haut aus der Dickrecher Brauerei. Ech wünschen euch noch eng ganz schön Zeit a geneesrem Rendevous a 4 Wochen. Adi!